Ich glaube, in einer ersten Beziehung ist unterwegs sein mit Gott selber zu erkennen, dass du nicht so wichtig bist. Dass aber etwas wahnsinnig wichtig ist, das ist Beziehung. Gott will eine Beziehung mit jedem von uns, mit dem Einzelnen. Herzlich willkommen zu dem heutigen Talk. Einmal auswärts in Belp sind wir hier, wo ein Anlass stattfindet von Hope Business Club. Und da wird es auch darum gehen, um die Labora Stiftung. Und wir haben heute die Möglichkeit, mit zwei Personen, die dort hier stark sich mit dieser Labora Stiftung seit Jahren jetzt beschäftigen und was sie erleben, vor allem auch in der Arbeitswelt, in der Geschäftswelt, ein bisschen werden teilen mit uns. Und ich freue mich sehr, den Rinaldo Lieberherr zu begrüßen. Er hat mal gesagt, Gebet ist Geschäftssache. Als CEO einer IT-Firma im Zürich Oberland, Feraldorf, wo er heute nach wie vor dran ist und 120 Mitarbeiter hat er dort hier, Rinaldo. Und du bist auch im Stiftungsrat eben von der Labora Stiftung. Was hat dich dazu bewogen oder immer mehr die Überzeugung vielleicht wachsen, dass eben Gebet dort hier reingehört, in die Geschäftswelt? Danke, ja, es ist sicher eine Zeit, ich habe ein paar Jahre in den USA leben und ich bin jetzt zum Glauben gekommen und habe auch gesehen, wie der Wechsel von all dem Ratio-Denken auch stark integral mit der Bibel, was das in mir selber ausgelöst hat. Wir sind dann nach Frankreich und dann zurück in die Schweiz, die Firma gegründet, die Firma Upgrade im 95. Und es ist wie, darum heisst sie Up and Great, ist wirklich auf Gott hingewiesen. Ich bin fasziniert, was mit dem Glauben möglich ist. Und es ist einfach ein Erlebnis, mit Gott unterwegs zu sein. Und viel hat man ja auch das Bild, dass das zwei Sphären sind, mit dem einen Geschäftswelt, also eher so Businessleute und nachher Kirchen, Pastoren, passt doch irgendwie nicht zusammen. Doch eben sehr wohl, haben wir jetzt schon von dir gehört, Rinaldo, und ich möchte gerne über einen Schwenk kommen zu der Sarah Fong, unserem zweiten Gast hier in diesem Talk. Und bei dir, du bist Chief Prayer Officer in zwei Firmen im Industriesektor, wo du hergehst und tatsächlich, die haben dich eigentlich wie engagiert, dass du dort hier das Gebet reinbringst und thematisierst, das Spirituelle reinbringst. Gell? Also es sind jetzt genau zwei Firmen und dort sind wir wieder drinnen. Und ja, es geht zum Teil ums Gebet, es ist eine Mischung. Es ist nicht nur das Gebet, sondern es ist natürlich auch ganz viel im persönlichen, im zwischenmenschlichen Kultur prägen. Ja. Und ich glaube, das finde ich das Schöne, das Merken, dass es Gott auch wichtig ist, wie wir zusammenleben, wie wir unterwegs sind und wo er einfach mitten im Alltag anfängt zu prägen und erlebbar wird. Seid ihr so Wirtschaftspersönlichkeit, also Manager oder meine, hier sind jetzt glaube Handwerkerfirmen oder eben mehr so technische, aber trotzdem in diesen Kategorien denkende Menschen empfänglich für diese Themen? Ja. Also immer einen gewissen Sektor. Also ich weiss noch, bei der einen Person war es am Anfang schon so ein bisschen, ja, Coaching, was soll das genau? Kann ich nicht so viel anfangen, aber gleich so die Offenheit, sich darauf einzulassen, die ist sehr vorhanden und wirklich auch das Anliegen für die Mitarbeiter, wo wir gerade bei Unternehmern sehr stark gespürt, die realisieren, hey, das ist mein wertvollstes Gut, das ich habe. Innerhalb von meinem Geschäft. Und wenn ich ihnen Sorge habe und ihnen ermögliche, dass es ihnen gut geht, dann ist die Chance auch, dass sie Freude haben am Arbeiten und mehr bewirken sicher auch höher. Und das ist definitiv vorhanden. Und je nachdem, wo die Person im Glauben steht, ist man mehr offen und kann man sagen, hey, komm, wir beten jetzt miteinander. Und bei gewissen bist du vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger und hörst einfach auf Gott, was gerade dran ist für den einzelnen Menschen. Und dann ist es vielleicht dann eher mal, komm, lass uns mal innehalten und hören. Vielleicht hörst du etwas und vielleicht hört er Gott in dieser Zeit, ohne es zu wissen, und vielleicht etwas anderes. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg suchen mit dem einzelnen Menschen, wo er steht, und einfach den Menschen in sich lieben. Gott erlebbar machen, ganz konkret. So ein bisschen
ungezwungen, natürlichen Arten, so wie du es jetzt schilderst, oder? Ja, es ist ja wie ganz vom Gegenüber abhängig. Man hat ja nicht irgendwie den Otto-Normalverbraucher, wo man einfach mit jedem das Gleiche macht oder sagt. Genau, der eine kann man mehr erzählen und bei den anderen noch ein bisschen weniger. So ist es wie ein Wachsen mit den Leuten zusammen. So würde ich das, glaube ich, bezeichnen. Es ist vielleicht noch spannend, wo du selber herkommst, weißt, wie man so etwas überhaupt herkommt, einmal zu sagen, mal, das könnte etwas sein, da habe ich ein Herzensanliegen dafür, eben in so eine Firma reinzugehen. Ist das bei dir selber auch Background eben in der Wirtschaft? So ein bisschen wie von Rinaldo schon vorhin gehört, einleitend kurz, oder anders? Nein, ich habe Theologie studiert ursprünglich. Und bei dort so Anfangsstudium habe ich immer gesagt, ich studiere gerne Theologie, aber Pastor wird im Fall nicht. Das will ich nicht, das ist nicht meine Geschichte. Und so gegen Ende des Studiums hat er mir nachher so die ganze Glauben am Arbeitsplatz leben aufzeigen. Und dort habe ich so gemerkt, mal, das will ich. Es hat dann noch so eine Zwischenphase gegeben, wo ich in die Verbandsjugendarbeit gegangen bin und dort mit jungen Führungskräften eigentlich einfach unterwegs war. Aber nachher hat mich Gott herausgefordert und gesagt, bist du bereit, aufs Wasser rauszulaufen, mir nochmal zu vertrauen, wo auch immer ich dich führen. Dann habe ich dann mein sicheres Einkommen mal aufgegeben und bin aufs Wasser. Und auf diesem Weg bin ich dann irgendwann in die Labora-Stiftung reingetutscht, könnte man fast sagen. Und die haben plötzlich vom Gleichen geredet. Die haben auch davon geredet, dass man Gott an den Arbeitsplatz bringen könnte. Sie hatten schon Modelle gehabt und da habe ich gefunden, das ist doch top, da steige ich gerne mit ein. Ja. Schön. Ja. Und eben, der Ursprung von dem Ganzen war im 2021, wo Dominique Bretta und Rinaldo Lieberherr sich gefunden haben und die gemeinsame Sicht der hier auch so schnell mal für das Anliegen haben entdeckt. Und dann hat er die Labora-Stiftung gegründet. Lass uns doch dort noch mal ein bisschen ansetzen. Was war dort von Anfang an so euer Traum, eure Vision, Rinaldo? Ja, über die entstehen ja Visionen auch, vielleicht die Turbulenzen. Und wir sind so ein bisschen in einer Turbulenz mit der Unternehmung und haben aufgrund von einer Situation, wie gesagt, habe ich den Dominik getroffen an einem Vortrag. Wir sind dann zusammengestanden. Es war eine ältere Person dabei, die mir gesagt hat, du, ich würde schon gerne für eine Schweizer Unternehmung beten, aber ich finde keine. Dann habe ich gesagt, hey, weißt du, ich stelle dich gerade an, wir können anfangen. Und haben wie ganz bewusst in dieser Turbulenz drin Gott hergelassen. Und haben gesagt, hey, wo dürfen wir verändern, wo dürfen wir neu ansetzen? Und das ist ein unglaubliches Erlebnis geworden. Das ist eine Reise geworden. Und nach 5 Jahren mit dem Dominik unterwegs zu sein, haben wir dann gesagt, komm, das tun wir jetzt institutionalisieren. Da machen wir jetzt eine Stiftung daraus, Labora-Stiftung. Aus dem ganzen Ora in die Labora e Lecce. Ich glaube, wir sind uns so gewöhnt, Unternehmer. Es ist so ein bisschen, vielleicht das Gebet gar nicht, aber sich mal schaffen ist so ein bisschen die Identifikation. Über das Schaffen tue ich mich identifizieren, vielleicht als Führungskraft, als Unternehmer. Und das Gebet ist weiter weg, außer es wird prekär, aus dem Lateinischen precare, dann kommt Beten. Und so haben wir eigentlich die beiden Welten selber gelebt, wieder zusammengeführt, intensiver. Und das in der Stiftung Labora, das ist eigentlich wie ein Labor. Aber ich finde es spannend, wie Gott im Ora in Labora, im Labor das Ora auch noch drin hat. Lab, Ora, also beides. Dass wir das anfangen, wieder wirklich im Herz nochmal einfach neu aufflammen lassen. Mhm. Und erleben einen grossartigen Gott. Ja, das ist faszinierend. Und da wäre jetzt sehr spannend, noch ein paar Beispiele zu hören, eben, wo du sagst, ja, in so Situationen, wo man eben Gott erlebt, einen grossartigen Gott, sagst du, wo eben mitten drin im Alltag sich zeigt und auch, ja, ich könnte mir vorstellen, in Teamsituationen, wo es vielleicht irgendwie Verfahren ist, Konfliktsituationen, oder erzähl doch du gerne ein bisschen, 2, 3 Beispiele, wo du erlebt hast, da ist wirklich eine Wende gekommen, durch das, dass der Gott hineingewirkt hat. Ich glaube, in einer ersten Beziehung ist unterwegs sein mit Gott selber zu erkennen, dass du nicht so wichtig bist. Dass aber etwas wahnsinnig wichtig ist, das ist Beziehung. Gott will eine Beziehung mit jedem von uns, mit dem Einzelnen. Er sucht auch die Beziehungen, aber er ist nicht aufdringlich. Und wir, die Führungskräfte, haben die Tendenz, eher vielleicht auch aufdringlich in die Beziehungen. Dort muss man lernen, zurückzustehen, eine gute Selbstreflexion zu machen und dann plötzlich dürfen Gott in diese Beispiele hineinnehmen und zu erleben,
wie Beziehungen, Diskussionen mit anderen Führungskräften, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz ein anderes Niveau erreichen, das komplett anders wird. Dass es so im Vordergrund eben, ich weiss, das könnte jetzt kitschig tönen, die Liebe, aber es hat mit der zu tun. Die Nächstenliebe und die Eigenliebe, sich selber angenommen zu fühlen und angenommen zu sein, ganz anders Dimension erlebt. Im Umgang mit Menschen. Und der Mensch ist einmal Lieferant, einmal ist er Kunde, einmal ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin. Also es ist, das Gegenüber ist halt oftmals ja ist es bei uns der Mensch. Und das war faszinierend gewesen. Das ist so der Kontext Mensch. Wie gesagt, Gott ist ein Beziehungsgott. Und das andere ist aber auch in technischen Problemen oder in Gesundheitsproblemen, wo wir Sachen erlebt haben. Ich wäre in der Lage, ein Buch zu schreiben, wo wirklich faszinierend ist, wenn man als Mensch das Ratio loslassen kann und das mal in die Hände legen zu einem Gott, der sagt, für mich ist nichts unmöglich. Aber du darfst es auch selber probieren, Rinaldo. Ich werde nicht einmal böse, aber du kannst es auch mir geben oder mit mir zusammen. Und da haben wir technische Sachen können lösen, da haben wir Feedbacks, da haben wir wirklich Wunder erlebt. Es klingt nach einem Partner, der man eigentlich nicht auf ihn verzichten will, ja? Wenn man dir jetzt so zulässt. Ja. Voll. Ja. Voll. Ich glaube, wir haben einfach unsere Gesellschaft verdrängt, weil wir haben so viel gelernt über den Kopf, wir haben so viel gelernt über Wissen, wir haben so viel gelernt über Methoden. Ja. Und was Gott nicht ist, er ist keine Methode. Weil sobald er das wäre, würde man ja wieder an eine Methode glauben. Ja. Aber ich kann mir die Leute nur auffordern und sagen, probier es aus. Und wenn du überhaupt nicht an Gott glaubst und von dem gar nichts wissen willst, wenn du mal so allein im Auto bist, Zürich, Bern oder irgendetwas, was könnte ein bisschen Stau haben, dann schau doch einfach mal auf und fang mal mit ihm zu kommunizieren und lass dich überraschen, dass er dann mit dir auch kommuniziert. Ja. Und hast du das Gefühl, in die jetzige Zeit hinein, weißt, man hört ja häufig von dem ultimativen Druck, der in der Wirtschaft ist, in dieser Arbeitswelt. Viele Menschen, letztens habe ich vor einer Studie gelesen, dass ein Drittel der Bevölkerung fühlt sich erschöpft und müde und auch viele Depressionen und all die Bilder, die da reinkommen, dass das ganz speziell vielleicht wieder diese Dimension eben wichtiger könnte werden. Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, ich nenne das den sogenannten Information Overflow. Du selber hast sicher auch dein Handy. Ich weiss nicht, wie viele Apps du da bedienst jeden Tag. Ich weiss nicht, wie viel Mal an deinem Handgelenk surrt und sofort in einem Gespräch abgelenkt bist, weil du weißt, da ist eine Message reingekommen. Der grosse Drang, dass dein Dopamin auch ausgeschüttet wird, im Hirn zu wissen, was das war. Deine Likes und deine Dislikes, deine TikToks. Und ich meine, würde man das wahrscheinlich in einem medizinischen Case, in einem psychologischen Case beschreiben als Aufgabe, man würde das auf einen Menschen zulassen, würde das gut rauskommen, würde man wahrscheinlich halt zum Schluss kommen, nein, wahrscheinlich wären das viele Informationen. Aber wir haben uns daran gewöhnt, wir machen es. Und ich glaube, das ist die ganz, ganz grosse Herausforderung, dass wir uns eigentlich selber noch beschleunigen. Ja. Und in die Ruhe zu gehen, ist heute für viele Menschen ganz schwierig. Weil in der Ruhe erlebst du dich und die Ruhe. Und mit dieser Ruhe wieder anfangen, dich auseinanderzusetzen. Und das machen wir gerne mit unserem Sipio, mit meinem Sipio, mit dem Dominik. Gehe ich gerne in meine stillen Tage. Dann gehen wir einfach einen Tag weg, setzen uns in die Ruhe, nehmen das Wort Gottes vor, fangen an lesen und lassen uns beschenken. Und ich darf dir sagen, wir dürfen da mit einer Erfüllung heimkommen, wo ich selber immer wieder noch heute am Staunen bin. Ja, und Sarah, du hast ja auch in dem Bericht, den wir jetzt können in der Hope-Schweiz-Ausgabe, hast du auch erwähnt, eben das Innehalten, sich auf Gott ausrichten, also so ein zentrales Element, das du gerne wieder erlebst. Auch jetzt ein bisschen, wie es der Rinaldo vielleicht schon erklärt hat. Ja, ich glaube, es ist wirklich auch unterwegs sein mit Menschen, man merkt die Geschwindigkeit. Man merkt, dass viele so ein bisschen es ist viel und dann noch die eigenen Ansprüche an sich selber, manchmal nicht einmal auf aussen, sondern ich sollte noch und dann möchte ich noch das und dann müsste ich noch. Und der Druck, der steigt wie und dort drinnen. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich eben vielfach, wenn ich so Gespräche führe mit Leuten in der Firma, dann ist es ja, gehen wir mal raus spazieren. Und dann, bist du noch nie spazieren? Wirklich nicht, aber siehst du das Panorama? Dann weisst du doch wieder, dass Gott gross ist. Und es lässt wie so, ich sage, das Ziel ein bisschen zur Ruhe kommen, das aus dem Rotationskino aussteigen. Und dort habe ich wirklich so im Voraus, auch jetzt gerade auf das Treffen, wo wir ja noch haben, so gemerkt, hey,
können wir das noch, das Innehalten? Eben, und wie ich vorher gesagt habe, gewisse Leute, ja, die hören dann auf Gott und gewisse Leute die kennen Gott noch nicht und für die ist einfach die Ruhe in dem Moment mal wichtig und vielleicht redet dann Gott auch, aber es ist wie einfach zur Ruhe kommen und überhaupt Raum schaffen, dass die Beziehung wieder stattfinden darf, wie es der Rinaldo so schön sagt, dass es wieder zu einer wirklich intimen Begegnung mit Gott kommen, weil wenn 20 andere Sachen schreien, dann kann Gott noch so da sein und zumindest ich, wenn es viel schreit, macht es dann doch auch nicht so, da bist du, sondern es braucht eine Zeit zum Runterfahren. Und ich glaube, das eine sind die stillen Tage, aber das andere ist auch, hey, wenn ich herausgefordert bin, versuche ich es selber oder sage ich, hey, ich merke, mein Puls geht rauf, ich nehme das als Auslöser und sage jetzt 5 Minuten still und mal fragen, Gott, hast du irgendeinen Rat? Und dort wirklich so das Hören von Unternehmern, wie er Gedanken gibt, sie denen folgen und sich Sachen einfach so viel einfacher lösen, wie wir sie würden angehen und man einfach so viel Zeit kann sparen und dann vielfach Stress auch weniger stressig ist und gleichzeitig noch eine mega kostbare Begegnung drinnen stattfindet, wo man einfach bewegt wird, weil Gott einfach erstens recht kompetent ist, sich sogar mit Informatik auskennt. Warte schnell, das nächste Mal, wenn ein Computer streikt, kann ich... Genau, aber so ein bisschen, dass er mitten im Alltag einfach hilft und das Leben manchmal einfacher macht und manchmal einfach weniger einsam macht. Es ist jemand da. Und ich glaube, das ist da. Und ich als wertvoll erachte und auch bei den Leuten, die ich unterwegs bin, merke, wenn ich diese Momente schaffe, wo sie mit Gott in eine Begegnung kommen können, das sind die Momente, die am meisten passieren. Da kann ich noch so coole Modelle und Sachen bringen, das hilft manchmal ein bisschen. Aber das sind so die Momente, wo man möchte, jetzt passiert etwas. Noch mega schön sind, das dürfen mitzuerleben und mitzurealisieren. Ja, das Spannende ist ja schon, dass es neu durch, ich habe es schon am Anfang gesagt, ein Paradigmenwechsel ist, eben zu sagen, wirklich, und redet ja von Umdenken am Arbeitsplatz. Und bisher hat man vielleicht mehr so gedacht, das ist so in diesen 2 Sparten und jetzt kommt das mehr und mehr ein bisschen zusammen. Merkt ihr dort noch stark auch den Widerstand? Moment, jetzt, das ist doch etwas, das kann man am Sonntag erleben und nicht, was soll jetzt das hier? Oder kann da wieder wie so fast eine nächste Reformation passieren, Rinaldo vielleicht? Ich denke, ja, es gibt Widerstand, es gibt Leute, die sich das nicht gewöhnt sind. Wenn du jahrelang vielleicht ein gewisses Training absolviert hast, nach einem gewissen Mantra, das umzustellen, das ist gar nicht so einfach. Und da sehe ich einfach die riesige Geduld von Gott, die er mit uns Menschen hat. Das ist so, ich glaube, machen ist wie wollen einfach krasser. Es hat zu tun, dass es einmal anfängst. Oder? Ich glaube, wir Menschen sind extrem gut in der Motivation. Wir lassen uns schnell für etwas motivieren. Aber eigentlich die Schwäche erleben wir oftmals dann in der Disziplin. Ja. Ich würde gerne ins Krafttraining, ich würde gerne mehr auf dem Velo sein. Und dann kannst du ein paar Videos und YouTube schauen und kannst dich berieseln lassen. Und am Abend bist du total motiviert. Jetzt weiss ich Gang. Und dann scheitert es kläglich an der Disziplin. Und ich glaube, das ist auch mit Gott genau gleich. Du kannst irgendeine Veranstaltung oder sonst eine Veranstaltung, du kannst hoch motiviert sein, aber heimgehen und das umzusetzen, das ist die grosse Herausforderung. Darum, wir haben beide Welten. Wir haben aber auch die bereit sind, die wirklich sagen, hey, ich sehe, ich will, ich brauche eine Veränderung. Und das ist auch das Schöne daran, dass wir mit den Laboren nicht konditioniert sind auf ein Ziel, das wir möchten erreichen, sondern dass unser Herz konditioniert ist auf Gott, wo der Gott vor Vielfalt ist. Wenn du in die Natur gehst, schauen, die Vielfalt, die Gott hat, nicht ein Baum, eine Pflanze. Da ist eine Vielfalt, der goldige Schnitt, den er hineingelegt hat. Da hat so viel Gewaltiges, auch unter Menschen. Ich sehe das bei Kunden. Wir haben das ganze Couleur von Kunden, die nichts am Hut haben mit dem Glauben, die aus einer ganz anderen Religionsrichtung kommt. Und ich habe wahnsinnig tolle Gespräche mit irrsinnig tollen Menschen. Und da sehe ich, das Aufeinander zugehen in dieser Liebe und nicht immer in dieser Verurteilung, in dieser Ausgrenzung. Das, glaube ich, da haben wir eine Herausforderung. Und da sehe ich aber, wie du gefragt hast, es gibt alle Welten, aber dort drin unkonditioniert können reinzugehen und einfach sagen, die Person, die ich erlebe, wir haben so einen Leitsatz in der Führung, man muss Menschen mögen. Und mit diesem Satz tue ich auch mit unseren Manager, wenn sie kommen und sagen, das ist dann ein
Schwierigen kommt, das ist, man muss Menschen mögen. Und das muss, könntest du sagen, nein, man sollte, nein, du brauchst einen gewissen Kick, um jemandem begegnen, der vielleicht dir nicht so begegnet ist, wie du willst. Das kannst du sagen, nein, ich muss den, ich mag den, ich will den wirklich mögen, ich will den gerne haben. Und das, ich kann es nur sagen, wenn ihr zuhört, wenn ihr das kennt, probiert es aus. Oder? All viele Theorien sage ich, probiert es doch einfach aus. Und das ist so ein bisschen mein Herz. Ja. Ja, sehr spannend. Und du hast ja dort hier drin recht einen Wandel gemacht. Wir haben in der vorherigen Zeitung im Zürich Oberland, Zürichsee, wo wir einmal so eine Edition herausgegeben haben, hast du das geschildert, deine ganze Geschichte, oder? Es hat angefangen, also du hast glaube eine Mutter gehabt, die Betterin ist, gell, stark, die eigentlich das schon ein bisschen reingesagt hat, vielleicht, oder? Kleiner Rinaldo, könnte man sagen. Ja. Aber gleich näher eigentlich in alles andere gegangen, lange Zeit, oder? Und auch ein bisschen Erfolgsmensch, Vater eher einer, der sich in die Hölle zurückgezogen hat, gell? Und, ja, und hast dich dann auch stark gewandelt, durch den Glauben auch als Führungskraft, oder? Also das milder auf die Menschen zu gehen, das ist dort hier stark, denke ich, zum Ausdruck gekommen, oder? Wie du das heute machst. Genau. Es ist vielleicht noch spannend, der starke Wandel. Oder die steht mir ja gern, wenn etwas entstanden ist auf einer Bühne und erklärt das in einem so einem unglaublich harmonischen Rhythmus, dass es so richtig wie nach Erfolg tönen kann. Wenn man ja mal dann die Ehefrauen fragt, von den Unternehmern und den Managern, die auf der Bühne über ihren Erfolg erzählen, ist es so gewesen, wie jetzt gerade der Herr oder die Frau sowieso erzählt, hört man ja oftmals dann, nein, das sind doch massive Pyjama durchgeschwitzt worden, weil so ist es nicht gewesen. Und dann ist das per Zufall passiert und da hat er einen kennengelernt und darum ist das Ganze entstanden. Ja. Ich glaube, immer wieder einmal eine Biografie lesen und darum, den Wandel habe ich gemerkt, das kann ich dir sagen, den Wandel habe ich gemerkt, den hat Gott in mir gemacht. Ich habe einfach zu ihm gesagt, ich will mich verändern. Ich schaffe es allein nicht. Und diesen Wandel habe ich wirklich gemerkt, hat er mit mir angefangen zu machen. Es war unangenehm, muss ich dir recht sagen. Es war unangenehm. Aber oftmals, ich komme jetzt noch mal mit dem trainieren ins Gym. Im Gym ist es oftmals unangenehm. Aber wenn du vielleicht 2 Jahre es gemacht hast und dich wieder irgendwo beobachtest, vor dem Spiegel, auf der Waage, was auch immer, das sind dann die angenehmen Fakten. Aber bis du bei diesen Fakten bist, ist es einmal ein bisschen unangenehm. Und wir haben es ja schon gerne angenehm. Oh ja, da genau könnten wir alle Geschichten erzählen. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Wenn wir auch bei dir noch ein bisschen nachfragen, Sarah, du bist ja stark jetzt, habe ich mehr gefragt, in der Begleitung von Leuten, wie du das siehst, oder? Aber auch bei dir selber fängt es natürlich auch immer an. Genau, wie du das so ein bisschen erlebst, auch, weißt, kannst fast ein bisschen rauspicken, willst du lieber etwas noch, das Müsterchen von dir erzählen, wie du dort hier merkst, ja, wie du immer wieder... Ja, ich glaube, ich merke schon, ich kann gerne von mir persönlich, so dass wie Gott einfach... Also was ich vor allem merke, ist, dass ich Gott wichtiger bin, als ich mir manchmal selber bin. Dass er wie mir so ein Gewicht gibt, gerade jetzt, wo das mit der Labora-Stiftung geworden ist. Das war irgendwie 10 Jahre nach meinem Studium. Und ich habe so das langsam so ein bisschen, ja, ich bin jetzt hier im neuen Job und das ist ja jetzt okay. Und er, der wie herausfordert und sagt, kommst und dort das Lernen zu vertrauen. Und das fordert mich immer wieder raus. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, jetzt habe ich es gelernt zu vertrauen. Dann kommt die nächste Herausforderung. Und ich ja, so, vielleicht, okay, ich weiss ja, es verhebt, aber es kostet gleich immer wieder, den Schritt zu machen. Und gleich, als er nachher irgendwann so die Labora-Stiftung aufgezeigt hat und gesagt hat, ich will, dass du dort innen bist. Ich weiss noch, in dem Moment, als er dort etwa 2 Stunden bis tief in die Nacht hinein, hat er einfach geredet und gesagt, schau, dort will ich aus dem Grund und dort könnte das entstehen. Und ich war so da und dachte, du hast all das nicht vergessen, was ich
dann gedacht habe. Also es ist wie so, und dir ist genug wichtig, um mich immer wieder anzustüpseln, aber er hat mir auch immer die Wahl überlassen. Ich hätte auch dort bleiben, wo ich bin. Und dort habe ich wie so erlebt, es lohnt sich einfach, ihm zu vertrauen, wenn er ruft. Das kostet manchmal anders viel. Ich weiss noch, ich habe dann das gewusst und dann ist es gleich noch 2-3 Monate gegangen, bis es dann geworden ist. Und die Geduldsprozess, die Warteprozess oder ich sage mal, die «Ich laufe im Vertrauen weiter» Prozess sind ja mega herausfordernd. Ich weiss noch, wo der Domi gesagt hat, «Sarah, du kommst bei uns bist dabei». Also weißt du, so wirklich, ich habe noch so knapp gesagt, «Ja, ist gut». Und dann hat er gesagt, «Gehst du jetzt feiern?» «Ist gut, tschüss». Und dann bin ich auf dem Boden gelegen, wie nach einem Marathon, und habe gefunden, «Ich habe es geschafft, oh mein Gott». Und so zu realisieren, dass ein Traum, den ich lange hatte, wie real wird, ist mega, mega schön. Wirklich, es ist wirklich so, jetzt bin ich in meiner Geschichte heim. Und zu realisieren, dass es ihm genug wichtig ist, um mit mir dran zu bleiben. Und nachher laufst du los und dann merkst du, es ist harte Arbeit und man wird herausgefordert und es gibt neue Vertrauensschritte, wie du hast jetzt plötzlich einen Medientermin. Genau. Und dann läuft man auch dort aufs Wasser und schaut, was passiert. Super. Lass mich noch einfach die Frage stellen, ob bei dir, wir haben schon ein bisschen gehört, was der Rinaldo erlebt hat, an eben Wunder, wo einfach der Gott ganz gewaltig eingegriffen hat und Veränderung gebracht hat. Was ist etwas vom Coolsten, was du schon erlebt hast? Mit Gott? Ja, auch in Begleitung jetzt in diesen in der Begleitung, das ist einfach. Mit Gott habe ich gedacht, da gibt es so viel. Was machst du da genau? Ich kann dir nicht sagen, was das Beste ist. Das ist einfach gut. In der Begleitung, ich glaube, einer meiner schönsten Momente, aber das ist auch Teil von meinem Herzensanliegen, dass Menschen herausfinden dürfen, wer sie sind. Und sich so in diesen Positionen, wo sie sind, dürfen wie ankommen. Und dort weiss ich noch jemanden, der nicht recht gewusst hat, ob jetzt das die Position ist, wo er möchte, wo die Person nachher so unterwegs sind mit mir durch die Coachings herausgefunden hat, mal, das ist meine Geschichte. In diesem Unternehmen hier schreibe ich meine Geschichte. Das sind so Momente, die ich nicht beschreiben kann, wo ich wie merke, dass jemand ankommt und eine Ruhe findet und auch eine Motivation, die sogar nach außen strahlt. Das sind so die kostbarsten Momente für mich ganz persönlich, wo ich einfach wie merke, ja, wie es gelingt, Gott für einen anderen Menschen erlebbar zu machen. Wo eben auch ihm wie das Gewicht gibt und sagt, hey, du bist mir wichtig, dass die Geschichte, die du auf dem Herzen hast, real werden. Genau. Wo ja noch eine riesige Durchschlagskraft hat, wenn man da reinläuft. Genau. Ja. Ja, ich finde es noch schön, dass jetzt eigentlich es ist ja so eine feine Geschichte eigentlich, weißt, jetzt nicht eine Spektakelgeschichte, weißt, könnte man vielleicht sagen, aber für die Person natürlich ja schon. Und das zeigt eigentlich, wie es, ja. Es gibt auch Spektakelgeschichten, wie man kann auch Mitarbeiterfluktuation lösen durch Betten. Das habe ich auch erlebt und habe gedacht, das ist auch noch krass. Aber ich merke, das ist für mich wie weniger, das ist einfach mein Herz für Menschen. Und dann ist so, ja, das andere macht Freude. Aber das ist natürlich für die Firma mega cool, wenn so Sachen passieren. Wenn so die zentralen Probleme plötzlich einfach gelöst sind. So ist er eben auch. Ihm ist wie beides wichtig. Was auch ein schönes Element ist an der Labora-Stiftung, wo ich dann das entdeckt habe, in einem Fenster zum Sonntag-Video ist das, glaube ich, wo man sieht, die Betterinnen und Better im Hintergrund, oder? Das ist eigentlich auch noch ein entscheidendes Puzzleteil im Ganzen, oder? Wo ihr sehr darauf setzt. Manchmal häufig wahrscheinlich ältere Leute, oder? Oder ist es durchgehend fast so, Rinaldo, du nickst? Ja, genau. Ja. Das ist nicht wegzudenken, oder? Das ist der Motor des Rennautos. Die Betterinnen und Better, das ist der Motor. Das ist das, wo weißt, wenn du ich war gerade letzte bei unserer ältesten Betterin, 98, bin einfach neben dir gesessen. Wir haben einander die Hand gegeben, wie wenn es meine Mami wäre. Und das ist so eine tiefe Verbindung und auch so etwas von ehrlich. Die 98-jährige Frau, Magda, muss mir nichts mehr
die muss der Welt nichts beweisen. In dieser Ehrlichkeit sehe ich immer wieder, wenn wir mit älteren Leuten gehen, Unternehmer besuchen und dann plötzlich sitzt da vielleicht eine 80-jährige Dame gegenüber. Da sehe ich doch oftmals immer wieder auch einen CEO, der vielleicht eine Träne verdrückt im Auge und vielleicht auch noch mal irgendwo eine Sehnsucht sieht, wo er vielleicht von der Großmutter hatte, wo die Großmutter noch etwas über den Glauben erzählt hat. Und von dem her, dass ich selber einmal nach diesen Gebetstreffen sage ich einmal meiner Frau, ich fahre einmal 10 cm über der Autobahn heim, in einem tiefen Frieden, so ein bisschen Paradies auf Erden dürfen zu erleben. Und das ist wirklich ein Geschenk. Also ich kann jedem empfehlen, sich bei uns zu melden, mal so ein Gebetstreffen zu kommen und einfach mal auch zu schauen, was da für eine Freude, für eine Ruhe, was für Menschen da drin sind, die für die Schweiz noch beten. Und es heisst in unserem Psalm steht drin, bete, freie Schweizer, bete. Und ich bin überzeugt, da hat es noch so viele ältere Leute, die für das Land einstehen, die für das Land beten. Und darum habe ich dir gesagt, die Reformation. Ja. Der Zwingli hat die Reformation gemacht bei unserem Land. Und das ist auch ein bisschen unser Herz, wo wir sagen, nochmal eine Reformation anzustoßen, das Gebet nochmal auf die Bühne aufzubringen, wo es auch hergehört. Ja, da kommt wirklich ein Stück Himmel zum Ausdruck, wie du jetzt so geschildert hast. Oder? Wenn man sich da rein versetzt, wir auch gerne noch verlinken auf die Reportage. Das finde ich ganz herzig, auch wenn man das eigentlich in diesem Video sieht, eben, was vom Fenster zum Sonntag gemacht worden ist. Und noch besser live, wie du gesagt hast, eben eigentlich so ein Treffen erlebt oder so eine Begegnung hat direkt. Ja. Hey, danke vielmals für das Gespräch, für eure ehrlichen Einblicke da in euer Herz und was ihr erlebt, auch, sei es eben als CPO, wo du unterwegs bist, Sarah Fong, oder bei dir als CEO und natürlich in diesen diversen Rollen auch im Zusammenhang mit Labora, unter anderem im Stiftungsrat Rinaldo Lieberherr. Merci vielmals für das Gespräch und Gottes Segen weiterhin. Danke euch ganz herzlich. Und vielleicht, wenn ich noch ganz kurz darf, einfach auch, dass ich die Schweiz hineinrufe, wer es auch immer gehört. Also, der Moment, wo du vielleicht dich einsam fühlst oder der Moment, wo du denkst, ist jetzt das alles Geschwurbel, ist das alles, tönt jetzt das alles so schön. Wir haben keinen Anspruch, dass wir da irgendwie Evidenzen für das sind oder irgendwie da möchten Evidenzen sein in Form von Menschen. Aber ich möchte auch jedem den Mut machen, vielleicht mal genau in einem nächsten stillen Moment oder in einem nächsten Moment im Auto, unterwegs, auf dem Rennvelo, im Gym, auf der Ski, was auch immer, vielleicht auch mal den Gott zu fragen, wenn es dich wirklich gibt, was die zwei jetzt hier erzählt haben, dann begegne du mir. Ich möchte dich hier herausfordern in diesem Kontext. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einfach frag doch einmal. Und ich bin gespannt, wenn ihr dir begegnet, dann bitte schreib uns eine E-Mail. Weil dann können wir am nächsten Tag wieder von dir erzählen, dass der Gott lebendig ist. Und ich würde einfach sagen, an die Schweiz, an die Regierung, alle möchten wir Danke sagen, alle die politisch für uns unterwegs sind. Wir sind ein wunderbares Land. Danke an jede Person, die in diesem Land mitschafft, an jede Person, die in diesem Land einen Dienst tut. Danke und lass uns über die Liebe verbunden sein. Und lass uns nicht spalten über links und rechts und oben und unten, sondern lass uns in dieser Liebe miteinander zusammen sein. Dann können wir nämlich wirklich nochmal Reformation erleben, dass wenn rundum auch alles passiert, dass wir als Schweizerinnen und Schweizer, als Menschen, die in diesem Land leben, egal in welchem Status, dass wir miteinander dürfen das Signal aussenden. Und darum BT, Freie Schweizer BT. Danke vielmals, dass ich das mitteilen durfte. Ja, sehr gerne. Danke vielmals für das Gespräch. Und wie ich schon erwähnt habe, ist natürlich auch sehr spannend, noch die Artikel nachzulesen, wenn ihr Interesse habt, hier jetzt noch mehr dazu zu lesen über die Stiftung Labora. Empfehle ich euch sehr gut in die Videobeschreibung und klickt auf die Links, die wir dort hier noch platziert haben, oder auch eben den YouTube-Videoclip wegen dem Fenster zum Sonntag, wenn ihr dort einmal fast ein bisschen hineinschauen in so ein Treffen, wie das so sich dort hier abspielt. Danke vielmals für euer Interesse und bis gleich wieder. Ade miteinander.